Der Oberküchenmeister hat so im Herzog die wunderbare Geschichte erzählt, wie wir ihm am Morgen den Zwerg gebracht haben, der Koch werden wollte. Und wie sich alles zugetragen hat. Der Herzog hat es Wunder genommen. Er hat den Zwerg kommen und hat von ihm wissen, wer er sei und von wo er käme. Aber das hat der arme Jakob nicht sagen, dass er verzaubert worden ist und früher als Eichhörnchen gedient hat. Doch er ist bei den Worten geblieben und hat nur erzählt, dass er jetzt ohne Vater und Mutter sei und bei einer alten Frau kochen gelernt hat. Der Herzog hat nicht weiter gefragt, sondern sich nur an dieser sonderbaren Gestalt ergötzt und gesagt: Willst du bei mir bleiben? Wenn ja, dann zahle ich dir jährlich 50 Dukaten. Du kommst einen Festanzug über und zusätzlich 2 Paar Hosen. Dafür musst du mir aber jeden Tag mein Morgen persönlich zubereiten. Musst die anderen anleiten, wie es Mittagessen gemacht wird und die überhaupt meiner Küche annehmen. Weil jeder in meinem Palast von mir einen eigenen Namen bekommt. So sollst du Nase heissen und als Unterküchenmeister dienen. Der Zwerg Nase ist vor einem mächtigen Herzog abgeknäult, hat ihm die Füße geküsst und versprochen, dass er ihm treu will dienen. So war der Kleine das erste versorgt und er hat seinem Amt alle Ehre gemacht. Da man kann ruhig sagen, dass der Herzog ein ganz anderer Herrscher war, solange der Zwerg Nase sich in seinem Haus aufgehalten hat. Sonst hat der Herzog gern die Schüsseln und Platten der Köche angerührt und einmal hat er sogar im Oberküchenmeister im Zorn einen Bachner Kalbsfuß, der nicht weich genug war, so an die Stirne angerührt, dass der umgefallen ist und 3 Tage musste im Bett liegen. Er hat zwar, was er im Zorn da hat, immer mit ein paar Händen voll Dukaten wieder gut gemacht. Aber trotzdem ist nie ein Koch ohne zu zittern mit dem Essen zu ihm gegangen. Seit der Zwerg im Haus war, hat es ausgesehen, wie wenn alles durch Zauberei verwandelt sei. Der Herr hat jetzt statt 3-mal 5-mal am Tag gegessen. Nur um sich an der Kunst von seinem kleinsten Diener zu schlagen.